Grüß dich! Herzlich willkommen einmal wieder zu Bayerisch lernen leicht gemacht. Es gibt ein paar Möglichkeiten, warum du das Video angeklickt hast. Entweder du bist selber aus Bayern, sprichst Bayerisch und hast dir gedacht, da bin ich jetzt mal gespannt, was die da verzeiht. Möglichkeit Nummer 2, du lebst in Bayern, bist aber der bayerischen Sprache nicht mächtig. Gibt's immer mehr und mehr, ist halt leider so. Nummer 3, klassische Fall, du warst schon etliche Male in Bayern im Urlaub, findest die Bayern und ihren Dialekt putzig. Dazu gleich einmal was. Wir wollen nicht putzig genannt werden und das Wort putzig gibt's auch gar nicht in unserer Sprache. Okay? Also sag das bloß nicht. Es kommt gar nicht gut an. Wenn, dann sagt man lieb. Mei, ist das lieb. Genauso wie uns kreiselt's die Fußnägel, wenn's heißt gemütlich, wie der Harry G. schon sagt. Es heißt nicht gemütlich, es heißt gemütlich. Es fließt wie das Italienische, nicht gemütlich, okay? Also, hast jetzt schon mal was gelernt. Das war also schon mal die erste Lektion. Aber jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Also, wieder zurück zur Kategorie 3. Du kommst aus Norddeutschland und du hast schon ganz oft deinen Urlaub in Bayern verbracht. Du findest das hier schön und du würdest gern beim nächsten Urlaub so richtig einmal auftrumpfen mit deinem erlernten Bayerisch. Dann bist du bei mir genau richtig. Ganz wichtige Lektion heute, wir dann heute Verben konjugieren. Also, die erste und wichtigste Lektion ist, es gibt bei uns im Bayerischen keine erste Vergangenheit. Das heißt, ich ging, ich sagte, existiert nicht. Vergiss das, ja? Also es gibt kein Präteritum, heißt das, glaube ich. Korrigiere mich in die Kommentare, wenn ich was falsch sage. Wir haben nur das Perfekt. Also wir haben nur ich hab gesagt, ich hab da, ich bin gegangen. Ja? Also nur die zweite Vergangenheit. Beispiel. Gehen. Also ich ging, haben wir gesagt, existiert nicht. Ich bin gegangen. Du bist gegangen. Er, sie, es ist gegangen. Wir sind gegangen. Ihr seid gegangen. Sie sind gegangen. Dann haben wir ja noch eine Vergangenheitsform. Die dritte, wie die heißt, weiß ich jetzt gerade nicht. Also, ich bin gegangen gewesen. Du bist gegangen gewesen. Er, sie, es ist gegangen gewesen. Wir sind gegangen gewesen. Ihr seid gegangen gewesen. Sie sind gegangen gewesen. Ich hoffe, du redest fleißig mit. Ja, dann machen wir vielleicht gleich noch ein Konjunktiv dazu. Würde gehen, ja. Würde ist auch ein Wort, was im Bayerischen eigentlich gar nicht existiert. Ich tat geh. Oder? Muss man mal überlegen. Ja, ich tat geh. Du tatst geh oder du tatatst geh. Oder ob es jetzt da einen Unterschied gibt? Na, eigentlich nicht. Er, sie, es, tat, geh oder tatat geh. Wir taten geh, ihr tat's geh, sie taten geh. Ja.
So weit, so gut. Es ist natürlich jetzt unmöglich, dass ich alle Verben mit dir durchmache. Aber vielleicht kannst du ja in die Kommentare einschreiben, welches Verb du konkret brauchen darfst. Ja, darfst oder darfst. Dann darf ich sagen, bauen wir das alles einmal in einen kompletten Satz ein, dass du dir ungefähr vorstellen kannst, was ich jetzt da meine. Also, er ist gekommen. Er ist gekommen und hat gesagt, also nicht sagte, er hat gesagt, er dadat gern mich. Also er würde mögen. Ich weiß schon, es ist nicht leicht und du musst dich ja echt voll konzentrieren. Mache ich ja auch, ich mache das nicht zum Spaß.